So gut. Wir sind am September letztes Jahr sind wir in ein Reihenhäuschen eingezogen. Ich bin jetzt so richtig im Familiendasein angekommen. Und es ist für uns ein mega Wunder. Wir haben mega lange für das gebetet. Es hat für uns nicht sonderlich realistisch ausgesehen, dass wir das erleben dürfen. Ich habe es heute Nachmittag gedacht, oder? Wir machen einfach die Türen auf und ich habe einen Gartenhag gemacht. Meine Tochter ist 2 und die sucht jede Lücke. Und ich habe so einen richtigen Kinderzoo gemacht, jetzt, wo sie nicht rauskommen. Und es ist mega entspannend, weil du kannst einfach aufmachen und kannst selber ganz ein anderes Leben für uns, seit wir den Raum für uns haben. Aber es gibt eine grosse Herausforderung. Ich weiss nicht, ob du in einem Haus wohnst, aber wenn du mehr Platz hast und wenn du dein eigenes Dach hast, dann geht mehr kaputt und es muss mehr gepflegt werden. Richtig? Die wissen nicht, von was ich schwätze, oder? Los gut zu, das wird dich vielleicht in Zukunft mal betreffen. Dann geht irgendetwas kaputt und du musst es flicken. Und mein grosses Problem war, ich habe vorher in einer 3,5-Zimmer-Wohnung gelebt und dort ist mehr oder weniger nie etwas kaputt gegangen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt haben wir ein Haus, dann haben wir so eine fette Werkbank geholt, dann die in den Keller gestellt. Und dann habe ich gemerkt, ja, eine Werkbank allein bringt nichts, ich brauche auch gutes Werkzeug. Und ich bin Tutti-Liebhaber, das ist jetzt mal ganz geheime Werbung. Ich kaufe nicht gerne neu, sondern eher gebraucht. Lieber qualitativ hochwertiges Zeug, das schon 30 Jahre funktioniert hat und noch weitere 30 Jahre funktionieren will. Das ist mein Motto. Und ich habe dann gesagt, okay, ich schaue mal ein bisschen um, was es gibt. Und dann gibt es immer wieder so Leute, die einfach so Werkzeugsätze verkaufen oder so. Und dann bekomme ich halt immer wieder, was dort drin ist. Und ich habe letztens zum Beispiel so einen Werkzeugschrank holen, es stand inklusive Werkzeug, so ein abartiges Ding, das ist etwa 100 Jahre alt und auch ungefähr so viel Kilo schwer. Und wir haben das dann irgendwie in den Keller runterbekommen und haben so geschaut, was ist denn dort alles drin. Dann habe ich zum Beispiel einen Gummihammer gefunden, oder? Ich weiss nicht für was, aber wenn du etwas musst, ein paar Schläge geben, die nicht kaputt gehen, hat so 2 Gummihärten und das Teil geht eben nicht kaputt, wo du reinjettest. Und das Ding ist eben, wenn ich dann immer sage, ja, ich brauche jetzt noch etwas, ist es gut, wenn ich eine Frau, die immer wieder sagt, go for it. Ich finde es gut, wenn du unser Ersparten in Werkzeuge investierst. Das ist das Beste, was du machen mit unserem Geld. So eine gute Frau. Oder? Wenn du so die gleiche Leidenschaft hast. Nein, ich habe es jetzt ein bisschen zu positiv formuliert, weil sie meint dann, du hast doch schon einen Hammer. Und ich sage, ja, aber noch kein Füstel. Oder? Und die keine Ahnung haben von Werkzeug, die lachen jetzt. Genau, weil wenn du einen Gartenhag baust und die Pfosten musst reinjetten, kommst du mit dem halt nicht weit und dann brauchst du halt so etwas. Ich habe noch einen Vorschlagshammer für die grossen Pfosten. Ich habe zum Beispiel auch so einen Engländer oder so einen Maulgabelschlüssel, oder wie man das heute politisch korrekt ausdrückt. Und weil ich mal so eine Wasserleitung im Keller hatte und die hat gerünnt, oder? Und ich hatte nichts gehabt, um da anzuziehen. Und jetzt habe ich es. Die Wasserleitung rünnt immer noch ein bisschen, weil ich habe ihn erstmal, aber ich habe ihn noch nie angewendet. Was habe ich noch in meinem guten Set? Hier, mein Liebling. Oder? Und etwas muss sparen oder schrauben, brauche ich die ganze Zeit. Ich habe sogar 2. Ich habe einen 12 Volt und einen 18 Volt. Auch meine Frau sagt auch wieder, hast du nicht schon einen? Aber die hat dort noch nie mit einem 12 Volt Akku so richtig jäse Achterschrauben in einen Holzbalken reingemacht. Dann brauchst du eben einen 18 Volt. Hä? Nein, ich brauche beide. Das ist genau das, was du nicht verstehst. Und ich bin ein bisschen ein Markentussi. Meine Zangen kaufe ich immer in Deutschland. Es gibt eine Marke, die weiss, wie man Zangen herstellt. Knipex. Wenn du etwas mitnimmst heute oben, nimm das mit. Die hat schon 50 Jahre und die macht noch mal 50 Jahre. Das Ding ist auch, ich bin auch bei der Schraubenziehermarke Tussi, weil wie es so ist, Zangen kauft man wie ein Bier in Deutschland, danke. Und die Schraubenzieher kauft man wie Jockey. Jawohl, so ist es. Dann ist ein gutes Handwerkerleben. Auch so mein Imbusset habe ich von der Schweiz. Wenn man das alles richtig dreht, ich muss euch das schnell zeigen. Oh! Hä? PB Swiss Tools, das ist einfach der Hammer. Die haben sogar unter so einen Winkel, dass du schräg in den Imbusschrauben reingehen kannst. Und das Geile ist, jetzt musst du mal schauen, wenn du mal richtig jäse Imbusschrauben hast. Jäse Imbus. Das ist mega gut, wenn du mal einen Lastwagen hast vor der Tür, der nicht mehr läuft und du musst ihn reparieren, dann hast du einen grossen Imbus. Ganz wichtig. Dann Ratschi, auch ganz wichtig. Hä? Genau, kann man an der Fasnacht proben, aber auch zum Sechskantschrauben anziehen oder lösen.
Und dann habe ich noch so eine Messingbürste zum Beispiel. Kann man auch immer wieder brauchen, um etwas zu reinigen. Wenn du zum Beispiel das Blech befestigen willst, kennst du Nietzange? Hast du vielleicht schon die Käppchen gesehen auf dem Blech? Die kann man so nieten. Muss man nicht schrauben, sondern kann man auch nieten. Mega gutes Zeug. Und was ich auch noch drin gefunden habe, in dem Werkzeugschränkchen, das ich gekauft habe, ist das. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Das ist ein Mutternspalter. Ja, die lachen jetzt, aber wenn du eine alte, verhockte Mutter hast auf einer Gewindstange und sie geht nicht mehr ab und du kannst machen und rupfen, was du willst, kannst du mit dem Ding dran und da hinten anziehen und dann sprengt es dir die Mutter. Und du kannst nachher die Messingbürste nehmen und das Gewinde wieder putzen und dann eine neue Mutter drauf drehen und das Leben ist wieder in Ordnung. Der Punkt ist, ich habe das noch nie gebraucht, aber ich habe dann mit meinem App ein Foto gemacht und das Internet hat mir dann verraten, was das ist. Wegen dem kann ich jetzt das so selbstverständlich erklären. Aber mein Vater und ich haben gesagt, wir können einen Ansatz raten, was das ist, aber wir sind uns nicht ganz sicher. Ich habe nicht alles Werkzeug, ich habe ein bisschen etwas. Und ich sage meiner Frau immer, das brauche ich noch, dann habe ich fast alles. Also wenn du merkst, ich lasse die Türen auch immer einen Spalt offen. Das ist wichtig. Auch das ist ein guter Tipp für die Zukunft. Wenn du dir gerne Sachen anschaffst, die dein Partner oder deine Partnerin nicht braucht, lass die Tür immer einen Spalt offen. Es könnte sein, dass du wieder einmal etwas siehst und du denkst, genau das brauche ich. Was ich nicht habe, suche ich mir einmal zusammen. Wir haben im ICF verschiedenste Handwerkerinnen und Handwerker und immer wieder einmal, wenn ich zum Beispiel irgendetwas bauen muss, und ich Schreinerwerkzeug brauche, dann weiss ich zum Beispiel, der Hema hat so Zeug daheim. Oder der Michi und Matzi Gusau, der vorher auf der Bühne gestanden ist, die haben auch noch mal mehr Werkzeuge als ich. Mein Vater zum Beispiel ist Sägemeister. Der hat Motorsägen und Blockbandsage und vierseitige Hobelmaschinen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt meine Terrassenböden baue, wäre ich ohne ihn verloren. Und das Ding ist, ja stimmt, warum erzähle ich euch das eigentlich alles? Ich bin werkzeugbegeistert. Wer sonst noch? Ja, streckst du deutlich auf. Einfach, dass wir so die Minderheit schnell erkennen. Das ist wichtig. Die Leute müsst ihr euch merken, die werden in Situationen kommen, die sie brauchen. Dann sind sie Gold wert. Wir reden über Werkzeuge, oder ich rede über Werkzeuge, weil wir reden über Geistesgaben, wie es der Mats gesagt hat. Und ich glaube, es gibt kein besseres Bild für Geistesgaben als Werkzeug. Ja, das ist wirklich etwas enorm Praktisches. Wir sind ziemlich am Ende der Serie hier jetzt. Wir befassen uns mit Gottes Geist, der in uns lebt, der in uns schafft. Und wir sehnen uns danach, mehr zu verstehen, was er ist, wer er ist und wie wir ihn im Alltag mehr erleben können. In unserem persönlichen Alltag. Und bevor wir in die Bibel einsteigen, die ganz konkrete Frage, nachdem ich dir meine Werkzeugkiste offenbart habe, was ist in deiner Werkzeugkiste? Was hast du, und man darf es verloren, für Geistesgaben? Oder was hast du für eine Geistesgabe? Weil ich stand mal da und behaupte, du hast mindestens eine. Kennst du sie? Egal wie du jetzt antwortest, ich hoffe, die Predigt hilft dir dabei, einen Schritt vorwärts zu kommen beim Thema Geistesgaben, wo du auch immer stehst. Und für das tauchen wir gerade mal ins Wort Gottes ein. In 1. Korinther ist ein Brief, den Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth. Und dort schreibt er über Geistesgaben. In Kapitel 12 steht, die uns zugeteilten Gaben sind verschieden, der Geist jedoch ist dasselbe. Die Dienste sind verschieden, der Herr aber ist dasselbe. Das Wirken der Kräfte ist verschieden. Gott jedoch ist dasselbe, der alles in allen wirkt. Jedem wird die Offenbarung des Geistes so zuteil, dass es allen zugute kommt. Dem einen nämlich wird er durch den Geist die Weisheitsrede geben, dem anderen aber die Erkenntnisrede, gemäß demselben Geist. Einem wird er in demselben Geist Glaube geben, einem anderen in demselben Geist die Gabe der Heilung, einem anderen das Wirken von Wunderkräften, wieder einem anderen prophetische Rede und noch einem anderen die Unterscheidung der Geister. Dem einen werden verschiedene Arten der Zungenrede, also Sprachengebet, gegeben, dem anderen aber die Übersetzung der Zungenrede. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem auf besondere Weise zuteilt, wie er es will. Das heißt, am letzten Satz sehen wir, dass das ganze Thema nicht mega berechenbar wird. Es ist eine gewisse Willkür drin. Das heißt,
Wahrscheinlich hängt es nicht mega von deinem Geschlecht ab, oder von deinem Alter, oder von deiner Erfahrung, oder von deiner Geschichte, die du bisher gehabt hast, was du für Gaben hast. Es ist eine gewisse Willkür da. Vielleicht verändert sich das Ganze auch. Und das sage ich bewusst auch an die, die sagen, ich kenne meine Gaben. Ich denke, vielleicht kann sich das auch verändern im Laufe des Lebens, abhängig davon, was Gott dir für eine Aufgabe anlegt. Aber bevor wir weitergehen, ich werde noch mal kurz schauen, welche einzelnen Gaben der Paulus in dem Text hervorhebt. Und das ist nicht eine abgeschlossene Liste. Wenn wir tiefer in die Bibel eintauchen, finden wir auch andere Auflistungen. Es geht mir nicht darum, jetzt eine exakte Liste zu formulieren. Aber lass uns mal kurz diesen Wörtern ein bisschen Bedeutung geben. Ich habe dir eine Übersicht mitgebracht und ich habe aber auch eine Bitte an dich. Wenn ich jetzt über die Gaben schwätze und du hast das Gefühl, du hast die Gabe, auch nur ansatzweise, dann streck kurz deutlich auf, bitte. Und schau um. Weil ich werde nachher noch ein bisschen erzählen, warum es hilfreich ist, wenn wir das voneinander wissen. Wir reden von der Weisheit. Hast du die Fähigkeit, gescheite, kluge Ratschläge zu geben, gute Entscheidungen zu treffen und auch anderen dabei helfen, gute Entscheidungen zu treffen? Streckt auf. Richtig. Jawohl, schaut um. Die Leute müssen fragen, wenn ihr einen weisen Rot braucht. Winken braucht es nicht, oder so lala. Also auch im Ansatz lenkt. Wir kommen nachher noch drauf. Glaubst du, du hast die Gabe von der Erkenntnis? Also du kannst gerade auch im Wort Gottes neue Erkenntnisse hervorholen und kannst es dann auch anderen vermitteln. Die Gabe vom Glauben, finde ich ein spannendes Thema. Den Glauben haben wir alle, oder? Aber irgendwie gibt es Menschen, die setzen sich immer wieder Situationen aus, wo sie sich so richtig ausliefern und wo einfach mal sagen, wenn Gott jetzt nicht mit eingreift, haben wir einfach verloren. Ein anderes Maß an Glauben. Heilig. Schon mal erlebt, dass Gott jemanden durch dich geheilt hat? Aufstrecken, deutlich. Brauchen wir. Wunderkräfte. Dass du mit dem Geist Gottes Sachen machen kannst, die anderen Menschen nicht möglich wären. Prophetie. Gottes Botschaft wahrnehmen und teilen, weitergeben. Geistesunterscheidung. Bedeutet, wir reden von einer geistlichen Welt. Du bist fähig wahrzunehmen, ist es der Heilige Geist, der wirkt, oder ist es eine andere Kraft, die am Werk ist? Sprachengebet. Zungenrede. Manchmal ein Spruch, manchmal mehrere Sprachen. Oft verstehst du es selber nicht, weil es gibt auch die Gabe von Auslegung vom Sprachengebet. Und jetzt bitte, hat es jemand? Auslegung. Wir müssen uns nachher noch schnell treffen. Es ist so hammer, das haben wir noch nie bis jetzt meine Sprache auslegen können. Danke fürs Mitmachen, das ist mega wertvoll. Wir kommen nachher noch mal darauf zu sprechen. Das ist das Schöne an der Kirche, dass jetzt eben immer wieder unterschiedliche Hände aufgegangen sind. Wenn ich über Geistesgaben nachdenke, und ich habe das gemacht, bevor ich die Predigt geschrieben habe, habe ich mir überlegt, was habe ich denn bisher erlebt beim Thema Geistesgaben? Jetzt mal vorerst als Empfänger. Als Empfänger kommt mir eine Situation in den Sinn, wo ich an einem prophetischen Oben war. Ich war wirklich so ausgerufen, erfahrene Propheten, also das Ehepärchen, uralt, haben einen Kreis gemacht mit jungen Leuten. Der Mats war damals auch dabei und die haben über uns prophezeit. Haben Gott gefragt, was er uns mitteilen will, und haben es über uns ausgesprochen. Und die haben mir gesagt, schau, für das, was Gott mit dir machen will, brauchst du einen stärkeren Glauben. Und 3 Jahre später ist genau die gleiche Prophetie nochmal gekommen. Dort haben sie, glaube ich, auch noch gesagt, dass wir einmal zusammen werden arbeiten, oder? Mats? Ja. Jahre vor dran, ich weiss nicht, an welchem oben das war, aber das ist dort auch gekommen. Und das ist schon in Erfüllung gegangen. Das mit dem starken Glauben weiss ich noch nicht, ob das schon in Erfüllung gegangen ist. Ich habe mich zumindest schon mal damit befasst, was ich dafür tun kann, dass mein Glaube stärker wird. Ist auch auf YouTube auf unserem Kanal. Ich habe aber auch andere Erfahrungen gehabt. Ich mag mich noch erinnern, wenn ich in so einem charismatischen Gottesdienst war, wo alle völlig durchgehen. Also so wie hier, heute oben. Oder? Und irgendwann einmal hat der Prediger gesagt, das war ein indischer, auch ein Prophet, die Jungen sollen vorkommen zu der Bühne und so vor der Bühne stehen. Das war ein bisschen grösserer Saal. Und dann hat er uns so eine halbe Stunde lang in die Zunge angeschrien. Ja, und ich habe dann so, am Anfang gedacht, ja, lass dich mal drauf ein, oder? Und dann
Ja, eben, vielleicht war es auch einfach indisch gewesen, ich weiß es nicht. Nein, aber... Der Punkt ist einfach, irgendwann habe ich einfach gemerkt, ich fühle mich so komisch, es ist für mich gerade so weird. Irgendwie, und ich kann dir heute noch nicht sagen, es ist an mir gelegen, es ist an der Situation gelegen, es liegt gar nicht an mir, das jetzt zu beurteilen. Aber für mich ist es faktisch wirklich eine negative Erfahrung gewesen. Ich bin da gerade Teil von etwas, wo ich eigentlich gar nicht leben will. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du über Geistesgaben nachdenkst, wo du da bist. Aber es ist eine wichtige Frage, die müssen wir jetzt in der Predigt klären, aber mach dir daheim mal Gedanken. Weil es sind Sachen, die unter Umständen auch bremsen können, dich auf das Thema einzulassen. Also vielleicht musst du auch Erfahrungen, die du bisher gemacht hast, mal hinter dir lassen. Gewisse Vorurteile mal aus dir rausschaffen. Mal mit Gott darüber schwätzen oder mit einer befreundeten Person. Ich gehe jetzt nicht weiter auf das Thema ein. Ich werde nochmal zurückgehen auf den Text, den wir gelesen haben im Korinther. Weil es ist wichtig, dass wir die Worte, die Paulus zwischen diesen Gaben, die er so aufzählt, schreibt. Weil das ist eigentlich das, was er an Korinther adressiert. Korinther, das ist eine charismatische Gemeinde. Die hat sich sehr mit dem Spirituellen befasst. Schon damals, bevor das Thema Jesus Christus aufkam, sind die Menschen sehr spirituell unterwegs und haben durchaus gewusst, es gibt geistliche Kräfte und es gibt etwas Spirituelles, das unsichtbar ist, und sie haben sich damit befasst. Und dann sind sie gläubig geworden an Jesus Christus und dann ist auch der Heilige Geist ins Spiel gekommen. Und sie haben, wenn sie sich getroffen haben, ist das immer ein Thema gewesen, das Wunderwirken vom Heiligen Geist, das die Kraft vom Heiligen Geist innerhalb von diesen Treffen, von der Gemeinde sichtbar geworden sind. Und dort ist viel Gutes entstanden, aber es ist auch Schlechtes entstanden. Und etwas Schlechtes zum Beispiel, was entstanden ist ein Machtgefüge aufgrund von diesen Gaben. Und das ist der Grund, warum es der Paulus die ganze Zeit schreibt, es ist die gleiche Kraft. Es ist derselbe Gott. Es ist derselbe Geist. Er wirkt unterschiedlich. Dienste sehen unterschiedlich aus, aber letzten Endes ist immer der gleiche dahinter. Und dort macht er ihnen klar, es ist nicht so, dass irgendwie die Wunder oder die lauten Propheten, dass es irgendwie wichtiger wäre. Er schafft ein Level und stellt alles auf das Level drauf und macht ihnen klar, hey, das ist alles gleich wichtig. Und der Paulus macht an einer anderen Stelle im Brief auch etwas anderes klar. Es scheint so, wenn man seine Worte liest, dass sich die Christen in Korinth auch etwas auf das Erleben vom Wirken vom Heiligen Geist eingebildet haben. Also, dass sie sich vielleicht auch zu reif gefühlt haben. Der Paulus sagt an einer gewissen Stelle einmal, ich würde euch ja gerne feste Nahrung geben, aber ich kann ja gar nicht, ihr vertragt es doch gar nicht. Die haben die absoluten Grundlagen noch nicht verstanden. Und holt sie immer wieder zurück zu den Grundlagen. Die meinen, das sind so geistlich, aber dabei haben sie doch das absolut Grundsätzliche noch nicht gecheckt. Und der Paulus macht, indem er das so formuliert, Folgendes klar. Er sagt, schau, die Werkzeuge, die Gott euch anvertraut hat, die Werkzeuge, die er euch in die Hand gelegt hat, die sind nicht dazu da, dass du dir die eigenen Thron baust damit. Die sind nicht dazu da, dass du dir irgendeine Stellung in der Gemeinde erarbeitest. Das kommt immer wieder klar vor im Korintherbrief. Es geht bei diesen Werkzeugen nicht um dein Wohl, nicht um deinen Profit. Es geht um etwas anderes. Ich habe das Gefühl, wir erleben das hier nicht so, dass die Gaben eine Hierarchie würden, hervorbringen oder deutlich machen. Aber ich habe das Gefühl, es kann bei uns auch extrem schnell passieren, dass wir mit diesem Zeug versuchen, etwas in unserem eigenen Ich zu bauen. Vielleicht geht es darum, dass wir erleben wollen, wie Gott uns braucht, dass Gott durch mich wirkt. Dass ich Wunder vollbringen kann, dass ich heilig ins Leben von einem Menschen sprechen und es passiert. Das kann also auch als Gemeinde passieren. Es kann nur so schnell darum gehen, dass wir uns wünschen, dass es in unseren Celebrations abgeht. Dass wir nächste Woche darüber schwätzen können, wie Gottes Geist gewirkt hat. Und dass wir mit allem, was wir machen, eigentlich nur noch dem Wirken vom Heiligen Geist nachjagen. Und der Paulus macht im Korintherbrief etwas so deutlich und klar. Er sagt das Motiv, warum du die Gaben überhaupt anwenden sollst. Das ist entscheidend. Weil dann, nach dem Kapitel 12, das wir vorher zusammen gelesen haben, kommt er zu dem Kapitel, wo du wahrscheinlich auch schon irgendwo an einer Hochzeit gehört hast.
Kapitel 13 vom 1. Korintherbrief. Und da bezieht es sich nämlich genau auf die Gabe vom Heiligen Geist, die er vorher aufgezählt hat. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im nur höchst denkbaren Maß gegeben ist, dass ich sogar Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Und jetzt geht er noch weiter. Und jetzt wird es richtig extrem. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, wenn ich all das machen für Gott, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Dann ist es wertlos. Ohne Liebe ist es wertlos. Und der Paulus macht klar, die Werkzeuge, die Geistesgaben, die sind nicht dazu da, dass wir Wunder erleben, sondern dass wir Gottes Liebe erleben. Das ist Sinn und Zweck. Und das ist nicht eine Aussage, die der Paulus aus sich heraus formuliert. Letzten Endes greift er eine Aussage von Jesus auf. Und zwar eine krasse Aussage. Jesus redet über das jüngste Gericht, über den Tag, wo wir Menschen alle irgendwann einmal gerichtet werden. Und Jesus sagt, und jetzt habt ihr fest, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen als Propheten geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann sollen sie von mir hören, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, die ihr das Gesetz missachtet. Grosse Propheten, Menschen, die Dämonen um Dämonen austrieben haben, in seinem Namen, mit seinen Geistesgaben. Wunderheiler. Und Jesus sagt, was willst du von mir? Ich kenne dich nicht. Er sagt, die haben das Gesetz missachtet. Es hat für Jesus keinen Wert. Und welches Gesetz Jesus damit meint, sehen wir ein paar Kapitel später, auch im Matthäus-Evangelium. Meister, fragt der Pharisäer, welches Gebot ist das höchste im Gesetz? Da bezieht er sich auf die Bücher von Mose. Er sagte zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Lieb die Gott und lieb die Nächsten. Das heißt, Jesus, mit dem fasst sich das ganze Gesetz zusammen. Das spricht Jesus an und das ist das, was zählt. Wir können mega viel für Gott tun. Wir können das Werkzeug nehmen und arbeiten damit, bis wir Blotere haben und wir das Gefühl haben, wir haben Grossartiges erarbeitet. Wir können so viel in seinem Namen tun. Wenn es nicht aus Liebe passiert, wenn die Liebe nicht das Motiv für unser Handeln ist es für nichts. Dann ist es heisse Luft. Und jetzt ist die Frage, wie viel Liebe hast du in dir? Zwei. Ich kann das Thema jetzt nicht mega ausklappen, weil wir haben schon darüber predigt. Der Mats hat vor ein paar Wochen über das Thema geschwätzt. Das Thema heißt Früchte vom Heiligen Geist. Wir können die Liebe nicht aus uns hervorbringen, wir können sie nicht erzwingen, wir können sie nicht aus uns rausdrücken. Es ist etwas, wo Gottes Geist in uns wirkt. Er lässt die Frucht wachsen. Was wir dafür tun können, wir können die richtigen Bedingungen schaffen, dass die Frucht wachsen kann. Und wenn die Frucht wächst vom Geist, wenn die Liebe den Platz einnehmen in uns, dann fängt das andere an zu weichen. Das Destruktive in uns. Und die Liebe kann mehr Raum einnehmen. Und wenn die Predigt nicht gesehen hast, schau sie an. Weil es ist zentral für die Predigt heute, dass du die Predigt verstanden hast.
Der Paulus tut im Kapitel 12 über die Gaben schreiben. Und sagt, schau, wenn es nicht, und das schreibt er im Kapitel 13, aus dieser Liebe heraus passiert, kann es eigentlich auch sein. Und dann kommt er zum Kapitel 14 und dort schreibt er im ersten Vers, bleibt auf dem Weg der Liebe, strebt nach den Geistesgaben. Er sagt quasi, prüft euch ein Motiv. Warum macht ihr das? Und dann geht dafür, die Geistesgaben zu bekommen. Kümmert euch darum, dass die Frucht vom Heiligen Geist sichtbar wird in eurem Leben und dann geht für die Gaben vom Heiligen Geist. Die Gaben kommen nicht automatisch. Wir müssen uns nach diesen Gaben ausstrecken, wir sollen uns darum bemühen. Und dann müssen wir noch lernen, damit umzugehen. Das passiert nicht einfach so. Und der Paulus schreibt auch nicht, schau, die Liebe ist super wichtig und macht einen Punkt. Nein, es ist beides. Die Liebe muss das Motiv sein. Und das ist die Grundlage. Und dann kommt es darum bemühen, dass wir die Werkzeuge bekommen und dass wir auch lernen, damit zu arbeiten. Wenn der Paulus seine Gemeinde, die er betreut und coacht, mit seinen Briefen anschreibt und lehrt über die Gaben vom Heiligen Geist, dann können wir immer wieder zwei Sachen führen. Und das eine, und da habe ich jetzt genug darüber gesagt, das tue ich noch einmal wiederholen. Wenn wir die Gaben anwenden, muss das Motiv die Liebe sein. Es muss um einen anderen gehen. Am anderen zu lieb tun wir agieren. Das Zweite, was immer wieder klar vorkommt beim Paulus, ist, wenn wir die Gaben anwenden, dann muss es der Gemeinschaft dienen. Anwendung muss der Gemeinschaft dienen. Wir haben es schon gelesen, wir lesen es nochmal. Man kann es schnell übersehen. Das Wirken der Kräfte ist verschieden. Das ist ein Teil von dem Text im Kapitel 12. Gott jedoch ist dasselbe, der alles in allen wirkt. Jedem wird die Offenbarung des Geistes so zuteil, dass es allen zugute kommt. Gott schenkt uns seine Gaben nicht, dass wir irgendwie profitieren. Bei diesem Geschenk geht es nicht um unser eigenes Wohl. Es sind Werkzeuge, damit wir seinen Tempel bauen können. Wir sind dazu berufen, dass wir Gottes Tempel bauen, dass wir Gottes Kirche bauen. Das ist, als Christen ist das unsere erste Berufung. Und Geistesgaben sind letzten Endes Werkzeuge genau für das. Dass wir einander dienen können, dass wir diesen Menschen in diesen Gemeinschaften dienen können, dass wir hier im ICF Basel einander dienen mit diesen Gaben und so den Tempel bauen, wo Jesus den Eckstein bildet, wie die Bibel sagt. Und ich sage dir ehrlich, ich glaube, wir sind als Kirche erst am Anfang, wenn es um das Thema Anwendung der Geistesgaben geht. Und ich sage das mit aller Geduld, mit aller Liebe und mit aller Gnade, die ich in mir habe. Nein, Hand aufs Herz, wir werden nächstes Jahr 25 Jahre alt. Hast du das gewusst? Wir haben das 20-Jährige gefeiert und das ist schon wieder 4 Jahre her. Wir feiern bald das 25-Jährige. Aber das ist jung für eine Kirche. So oft gehen Entwicklungen in Kirchen langsam voran. Und es braucht Geduld. Aber wenn ich höre, dass Menschen 3 Stunden Auto fahren, zu einem Heilungsgottesdienst gehen, dann werde ich unruhig und nervös. Dann denke ich mir, warum erleben wir das nicht hier? Warum müssen die Leute an einen Heilungsgottesdienst fahren? Wenn ich eine Person habe, die einen Rotschlag braucht, wo kann ich die Person anschicken? Wenn ich eine kranke Person bei mir habe, wer hat Gott von der Heilung? Ich will das als Pastor wissen. Und ich glaube, da sind wir noch so zögerlich unterwegs und ich glaube, da dürfen wir mutiger werden. Es ist nicht schlimm, wenn wir noch am Anfang sind. Schlimm ist, wenn wir uns zufrieden geben mit dem, was wir bis jetzt haben. Dann wird die grantig.
Aber ich möchte uns hier ermutigen, Leute, uns hungrig vorwärts zu gehen. Und für das will ich dir die alles entscheidende Frage stellen. Bist du bereit, dich von Gott für das zu brauchen? Wenn du zu dem ein Ja hast, geht es los. Es ist ein Handwerk. Wir sind berufen, Handwerker zu sein. Wir sind heute so gerne Akademiker, wissen ganz viel, studieren gerne das Wort Gottes auf und ab, ziehen uns gerne 3-4 Predigten rein pro Woche. Ja, würden wir nur 10% von dem, was wir hören, umsetzen, würden wir die Welt auf den Kopf stellen. Wir sind berufen, Handwerker zu sein, wir sind berufen, sein Tempel zu bauen. Bist du bereit, das Werkzeug im Finger zu nehmen? Das geht am Anfang blotern. Und vielleicht knallst du zuerst mal auf den Daumen damit, weil du es nicht kannst. Bist du bereit, das Handwerk zu lernen? Ich weiß nicht, ob du mal ein Handwerk gelernt hast. Ich bin mal Elektriker im ersten Lehrjahr gewesen. Und ich kenne die peinlichen Momente noch, wo der Chefelektriker mir sagt, mach doch mal einen neuen Stecker an die Kabelrolle, der ist kaputt. Und ich hocke dort mit der Zunge draus und versuche, einen neuen Stecker dran zu machen. Dann kommt der Schreiner und sagt, ich kann nicht zuschauen, komm, ich mache das schnell. Aber so ist es, ein Handwerk zu lernen. Am Anfang fühlt sich das Zeug fremd an in der Hand. Und das ist normal. Und meine Frage an dich ist, bist du bereit, das Handwerk zu lernen? Weil falls ja, schließe ich mit 3 Fragen ab. Mit der Hoffnung, dass ich dir mit diesen 3 Fragen irgendeinen Standpunkt oder helfen kann, die Standpunkt zu finden, wo du gerade bist, und mit Gottes Geist herauszufinden, was für dich dran ist, zum Vorankommen. Weil ich glaube, er hat uns unterschiedlich geschaffen und hat uns unterschiedliche Werkzeuge anvertraut. Das ist das Geheimnis der Gemeinschaft, oder? Es soll gar nicht so sein, dass du alles hast von dem, was der Paulus schreibt. Wir bleiben in einer Abhängigkeit in der Gemeinde. Es soll so sein, dass wir einander brauchen. Die erste Frage ist, in diesem Kontext, kennst du deine Gaben? Und die hat er schon mal gestellt, die Frage. Aber die ist wichtig. Kennst du deine Gaben? Oder machen wir es einfacher. Kennst du deine Gaben? Kennst du dein Werkzeug? Wenn du da reinschaust, weißt du, was da drin ist? Wenn nicht, dann find es raus. Es ist nicht so kompliziert. Frag mal Menschen, die dich ein bisschen kennen. Was siehst du in mir? Frag mal irgendjemanden, der dich ein bisschen kennt. Du kannst nach der Celebration direkt machen. Frag Gott, was hast du in mir hineingelegt, was ich noch nicht entdeckt habe, was ich brauche, um deinen Tempel zu bauen? Und dann Stürme und Nerven. Wie ein Kind, das Schoki will. Ich habe 2 solche daheim. Irgendwann gehst du nach, glaub mir's. Ich habe Gott einmal 3 Jahre genervt, weil ich immer wieder Situationen erlebt habe, wo ich zu ihm gesagt habe, es nervt mich so abgrundtief, wenn du gegenwärtig bist, auf eine spezielle Art und Weise, wenn deine Herrlichkeit im Raum ist und ich es nicht noch wahrnehme, das geht mir so dermaßen auf den Zeiger. Und ich hasse es, solche Momente zu verpassen. Wenn du etwas willst tun und ich schnall es nicht. Und ich habe so lange gestürmt bei ihm. Er hat gesagt, ich will eine Antenne haben, wenn du etwas willst tun. Und irgendwann nach 3 Jahren habe ich es bekommen. Und seither habe ich, und das habe ich auch jetzt, so ein nerviges bis schmerzendes Kribbeln in meiner linken Hand. Und ich bin so dankbar dafür. Es ist so ein guter Indikator. Und ich spüre, wenn Gott will wirken, er ist immer da. Aber manchmal kommen wir zusammen und seine Herrlichkeit ist auf eine andere Art sichtbar. Und es kann etwas anderes passieren. Das ist ja so. Und ich will den Moment schnallen. Und ich will den Mut machen, wegen dem erzähle ich es. Hang mir in den Ohren. Geh ihm auf die Nerven. Und bemühe dich um die Gaben. Manchmal muss man auch ein bisschen bohren und stürmen. Das darfst du mit deinem Vater machen. Die zweite Frage ist, wenn du weißt, welches Werkzeug du hast, kannst du damit umgehen. Beherrschst du dein Werkzeug? Ich weiß nicht, ob du so Zeug schon mal gebraucht hast, aber wenn du das nicht beherrschst, tut es weh.
Und manchmal ist Geistesgabe anwenden, tut manchmal auch weh. Es braucht nämlich Mut, für Heilung zu beten. Und dann passiert einfach nichts. Es braucht Mut, jemandem ein prophetisches Wort zu sprechen, wenn er nachher sagt, nein, das trifft gar nicht. Aber ich kann dir sagen, wenn du deine Werkzeuge anwenden und es nicht gewöhnt bist, dann wird das passieren. So what? Das gehört dazu. Ich habe eine Stichsage daheim. Habe ich auch Occasion gekauft. Du willst nicht, dass ich dir etwas zuschneide damit. Das wird furchtbar aussehen. Ich kann das nicht. Ja, entweder lasse ich sie jetzt mein Leben lang im Keller und sie verrottet dort irgendwo, bis ich sie wieder auf Tutti verkaufe. Oder ich fange sie halt an von vorne an, auch wenn es nicht immer so schön kommt. Ich habe mal jemanden getroffen, der hat vor mir Menschen geheilt. Mit Gottes Kraft. Und ich habe die Person gefragt, wie oft hast du für jemanden gebetet, bis das erste Mal etwas passiert ist? 1000 Mal, hat er gesagt. Weißt du, was das für Mut braucht und für Rückgrat braucht? 1000 Mal für einen Menschen zu beten, nicht immer gleich. 1000 Mal für irgendjemanden zu beten. Und 1000 Mal passiert nichts. Aber das 1001. Mal steht er auf und läuft. Das heisst üben. Das Handwerk kannst du nicht einfach so. Wird dir bewusst, was du für Werkzeuge in deiner Kiste hast. Und nimm es im Finger. Dann lernst du damit zu arbeiten. Ich habe mein Lieblingswerkzeug gar noch nicht gezeigt. Ich liebe das Ding. Das ist ein Fein. Ich glaube, ein Oszillator oder so, wie das offiziell heißt. Fein ist die Marke. Ich habe ja gesagt, ich bin ein Markenhaus. Ich würde nie einen anderen kaufen, weil das ist einfach, ich habe als Elektriker immer wieder am Zimmermann gemobst und bin so verliebt in das Gerät, weil du kannst damit Ausschnitt machen, ganz spezielle Sachen. Du kannst mitten in einer Holzplatte einfach das Viereck ausstechen. Das ist genial. Sorry, ich nerd wieder, ich weiß. Aber das Ding ist, ich habe das Werkzeug habe ich einem Mann abgekauft. Und als ich es holen, war es original verpackt und es hat noch die schönen weißen Gummeli ums Kabel gehabt. Das Kabel hat schwarz glänzt, oder? Kennst du das? Es ist, wenn du eine Folie von einem Handy-Display abziehen kannst, für alle Nicht-Nerds da drin. Es ist einfach richtig, es ist gut, oder? Und dann habe ich meine Seitenschneider genommen und habe die Gummeli weggemacht und habe das Ding erst mal eingesteckt und gebraucht und es hat sich gut angefühlt und richtig angefühlt. Und ich habe mir gedacht, wie kann das sein? Weil ich habe gesehen, das Werkzeug ist 10 Jahre alt. Und es war neu verpackt und nie gebraucht. Und dann habe ich ihn gefragt, warum kauft man sich so ein Ding und braucht es 10 Jahre nie? Und er hat mir gesagt, hey, ich hatte ein Wohnmobil und habe immer gedacht, irgendwann einmal muss ich dann etwas an dem machen. Aber jetzt nie gebraucht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er hier und dort eine Situation hatte, wo er es hätte brauchen können. Aber wenn du dich nicht fähig fühlst, mit diesem Ding zu arbeiten, lass es dann eben trotzdem sein. Vielleicht kennst du auch so Menschen, die so einen neuen Werkzeugkoffer kaufen und ihn nachher in den Keller stellen. Und dann 2 Jahre später schauen sie nach und merken, es ist immer noch mit dem Karton eingepackt, der abbildet, was alles drin ist. Und dann kommt irgendein Typ wie ich und kauft das Ding Occasion ab. Das kann dir bei der Geistesgabe genauso passieren. Kein Werkzeug von der Welt bringt dir etwas, wenn du es nicht anwendest und lernst damit zu arbeiten. Und die dritte und letzte Frage versprochen. Kennst du deine Werkstatt? Weisst du, wo du mit welchem Werkzeug arbeiten kannst? Weil wir haben manchmal, wenn es um Geistesgaben und Wirken vom Heiligen Geist geht, haben wir einmal so eine weirde Vorstellung, dass es alles in diesem Setting hier muss passieren. Es muss alles am Sonntag passieren. Genau hier und nie anders. Und ich bin davon überzeugt, das ist so oft nicht der richtige Ort. Manchmal schon. Ohne Frage. Ich wünsche mir, dass wir hier sehen, wie Menschen die Gaben anwenden, um das Wirken vom Heiligen Geist zu erleben. Aber was ich mir noch mehr wünsche, ist, dass ich aus unseren Small Groups rausgehöre. Hey,
Wir haben für Heilung gebetet und es ist passiert. Hey, wir haben zusammen Prophetie geübt und wir merken, wie wir immer und immer und immer mehr von Gott hören und einander können leben, zusprechen. Wenn ich irgendetwas flexen oder so das Funken sprühen, mache ich das nicht irgendwo im Garten, wenn es anders geht, wenn kleine Kinder rum sind und es gefährlich ist für alle und es vielleicht auch laut ist. Nein, dann gehe ich meine Werkbank haben im Keller und erledige die Arbeit dort. Ich glaube, wir dürfen uns die Frage immer wieder stellen, wenn es darum geht, gerade auch ums Üben. Wo ist ein Setting, wo es angebracht ist, das Werkzeug auszuprobieren? Wir haben letztens einen Kurs gemacht, der heisst Explore. Wir haben uns 10 Wochen lang immer am Dienstag oben getroffen. Und ein oben, dort geht es immer darum, bei diesem Kurs Gott zu erleben. Nicht einfach nur theoretisch darüber zu schwätzen, sondern konkret erleben. Ich will es selber auch mal spüren. Und an einem oben ist es um den Heiligen Geist gegangen. Und dann habe ich zu den Leuten gesagt, jetzt lass uns etwas mit dem Heiligen Geist erleben, was du noch nie erlebt hast. Mach nicht etwas, was du schon kennst, schon kannst, sondern setz dir etwas aus, was du noch nie erlebt hast. Und dann habe ich eine Gruppe kassiert und dort ist es darum gegangen, wir wollen lernen in Zungen beten. Sprachengebet. Super, oder? Ich sagte, ja, ich habe das. Aber ich mache das sonst so für mich. Und dann stellen wir plötzlich bei mir in der Küche hin und sagen, ja, wie fangen wir jetzt an? Ja, ich glaube, wir machen mal eine Flasche Wein auf. Es klingt jetzt lustig, aber wir müssen nicht alles immer so stock ernst nehmen. Wir haben eine Flasche Wein aufgemacht, haben uns ein Glas Wein eingegossen, haben angestoßen und gesagt, komm, zuallererst mal machen wir eine Flasche Wein auf. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt bete ich einfach mal laut in die Zunge, dass ihr mal hört, wie sich das anfühlt. Und die fangen einfach mal an mitmachen. Und dass ihr immer wieder ermutigt, fangt einfach mal das an aussprechen, wo euch in den Sinn kommt, wo euch ins Herz kommt. Und dann haben wir das einfach machen und die 2 Personen, die mit mir in dem Raum waren, haben wirklich erlebt, das erste Mal für sich, wie sie einfach mal einzelne Sätze haben können formulieren. Und es war für uns alle 3 unangenehm gewesen. Wirklich. Aber es geht halt nicht anders. Aber ich finde es komisch, wenn ich das jetzt mit euch, oder wenn wir das jetzt zusammen machen. Sag jetzt nur ein Wort und wir machen es. Nein, aber versteht ihr, ich finde es komisch, wenn wir jetzt sagen, jetzt machen wir das alle hier in dieser Halle. Da würde einige von euch in eine Situation hineinführen, die ihr nicht haben wollt. Aber ich glaube, in den Gruppen, die wir haben, können wir viele Sachen viel einfacher lernen. Und wegen dem, glaube ich, ist die Frage berechtigt und auch wichtig. Wo ist die Werkstatt, um die Werkzeuge auszuprobieren und anzuwenden? Es muss nicht alles immer am Sonntag passieren. Nicht das Aufstehen, ich habe genug geschnurrt. Sorry. Jetzt überzogen. Irgendjemand hat den Timer manipuliert. Heiliger Geist, wir stehen hier vor dir und wir sind in deiner Gegenwart. Danke, dass du da bist. Danke, dass du jedes Mal da bist, wenn wir uns in deinem Namen treffen. Und du weißt ganz genau, wo wir stehen in diesem Thema. Mit deinen Werkzeugen zu arbeiten, mit deinen Gaben umzugehen. Und du weißt, dass es keine Pauschallösung für uns gibt. Aber ich weiss ganz genau, du willst jeden von uns an einen Ort bringen, wo er noch nicht war mit dir. Und ich bete, dass der Heilige Geist jetzt dir zeigt, was für dich dran ist. Um das Thema Gaben vom Heiligen Geist auf einem neuen Level zu entdecken. Los an, er wird es dir zeigen. Wir haben ein Gebetsteam hier. Kannst du gerne in Anspruch nehmen.